Ja, heute sind tatsächlich viele Menschen einem besonderen Druck ausgesetzt. Früher hat es den Druck auch gegeben, aber ganz eine andere Art. Heute macht man sich natürlich auch selber Druck. Die Zeit macht Druck, es muss alles besser, schneller und perfekter sein. Man versucht, sich selber zu optimieren, man fühlt sich für alles selber verantwortlich. Und das gibt natürlich schon mehr Stress, auch wenn Stress ein Modewort ist, aber es gibt mehr Belastungen. Man muss irgendwo einen Umgang mit dem finden. Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten von dem Umgang. Wichtig ist, dass man vielleicht sich nicht einfach nur selber ins Zentrum setzt, dass man eine gewisse Gelassenheit hat gegenüber dem, was passiert, mehr Pause hat, sich auch ein bisschen zurücknehmen kann. Aber wichtig könnte es auch sein, dass man tatsächlich dem Druck von außen auch etwas entgegensetzt. Es kann ja nicht immer so weitergehen, dass es quasi immer noch alles noch schneller, noch besser, noch effektiver ist und man ständig noch unter grösseren Druck kommt. Also es gilt vielleicht auch, dem äußeren Druck etwas entgegensetzen. Gut, Selbstoptimierung, sagt das Wort schon, ist sehr absolut vom Anspruch her. Es muss nicht nur gut sein, sondern es muss optimal sein, also maximal gut. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass ich maximal gut sein soll, kann ich ja mal anfangen zu überlegen, was passiert denn, wenn ich nur gut bin. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass ich etwas gut mache, kann sein, dass ich schon längst die Erwartungen und die Ansprüche der anderen erfülle und gar nicht optimal sein muss. Und allein schon so ein Gedanke kann helfen, aus dem Ganzen den Stress etwas rauszunehmen.